dit wordt leden in je hartje. Doen dat wat toegezegd wordt. Vandaag zit je aan de kolonie Sommerfeld in Oost-Paraguay met onkel Jacob Heinrichs. Dankzij dat zij dit hier met mij doen. Zij zijn nog van Canada hierheen gekomen. Met hoeveel jaar? Met 7 jaar van Canada. Met een familie, met je zuster? Met je zuster en een grote familie van 16 Kenia. Je zuster alle top. En werd dat alle voorbereid hier en hoe gaan je worden traatje? Ik geloof dat leven God had dat voorbereid krijgt voor de aard als te komen. Dat we alles oerwold, Chain, Ladja, Kola Kamp, wieder das Sumpfstreifen wat hier alle daar die Kolonie gaan, sonst wird das alles oerwold. Waar is we ook met China? Waar ik moet bloß de karate wee wat Paraguay gebruikt hadden om de stam heruitvieren wie komen. Die hadden toen gelijk lang niet alle stam getroffen. Wie aus Sommerfelder komen her en die aan deze oerwold aan. En leefde de eerste 20 jaar van de stam wat we hieruit houden. Had je machine ergens wat metgebracht of wordt dat hier dan alle gekauft? Toen weer een machine metgebracht, Waltje van dort en Waltje tractoren worden hier voet am Anfang gekauft. Camiones worden een paar gekauft. Dat we van hier kunnen naar Villarica en Ascension voeren aan de Warholen wordt iedereen natuurlijk in de kerk gebracht. Sonst hadden we hier nog niet. En wo wordt dan dat Bauschrein gemaakt? Met bulldozers of met Metallazog? Da wir eine Gesellschaft, die hat einen Bulldozer mitgebracht, nicht mitgebracht, hier gekauft. Und fangen an zu roden. Aber das geht nicht sehr gut. Da irgendwie dann ziemlich verdorben, wenn da ein Bulldozer ausgerot hat, wie es die weggeschoben, die gute Erde. Aber war der Boot, als wir hier wären, Paraguay angenommen mit Machete und Axt. Und dann war der Boot erst einmal durchgeschlagen, ein paar Monate gedreht und aufgebrannt. Und dann planten wir mit dem, was da noch lag, Mais und Mandioca und an den Aufbäumen, was immer. Und wie das der viel, selbst mit Axt und Machete arbeiten, haben wir die Hefe rein zu merken und ein kleines bisschen Gemüse geworden, da war der her. Aber war doch gut von der Paraguayer Mandioca gekauft, so dass wir hier zu leben hatten. Und dort mussten wir noch ein paar Pastoreo fahren, wie es nur, dass wir hier endlich keine Paraguayer. En woonde je dan in Zelten de eerste tijd? Wir woonden die erste Zeit im Zelte. Wir woonden erst mehrere Monate in Independencia, Colonia Independencia in Zelte. Was an der Fracht einmal angekommen wir, die kam Lothar aus wie. Wir hatten hier selbst an der Suitcase genug, dass wir können abreisen bestehen. Und wurde da gut abgenommen und musste dann erst mal einen Weg aufmerken und reinmerken, dass wir von da hier überhaupt haben können. Und dann, als das einmal möglich war, dann fuhren wir her und fangen das frisch an. Aber die erste Zeit auch hier im Zelte. Wann Jahr war das? In 1948. Okay. En vang je dan ook meest bald met scholen aan, met je Gottesdiensten? Gottesdienste fangen voort an, Schule endlich, erstenfalls all Independencia, und ja ein Bambubusch. Aber dort wir mal so ein paar Jahre die Monate, dass wir tun, Post und aller Taub. Was wir hier wäre, fängt das auch so schwindet das Ding mit Schule an. Du wirst 7 Jahre als gekommen? Ja. So, du wirst endlich an der Zeit, wo du endlich zur Schule gehen musst? Ja, ich fang dort al eine englische Schule an. Wir hatten englische Nobers in Kanada.
Ik kon de spraak in de school weer. Oh. So ik weer aanvangen in Englische school. Wat we im Juni losfuhren naar Paraguay. Und wie lange hast du hier dann zur Schule gegangen? Dat schämt mich meest te zeggen, aber ik ben Ja, dann lassen wir das da. meest 13 En, 13 jaar. ja. Dat weer zo'n zaak. We hadden een schoolleraar die we ook een schwache ziet. Besonders met rekenen, daar had ik immer de rekening vorig als hij. En dan Kannst du die Lehrer sein? deed hij eenmaal, als ik 12 jaar oud werd, dan had ik al meer jaar de school gegaan. Had hij irgendwo gezegd, dem Hendricks Jakob kon hij nichts meer bijbrengen. Dan deed hij voor dat huis. Dan wou ik die thuis nog wat bijbrengen, dan brauchst du nicht mehr de school gaan. Ja, dann musst du es helfen. Dan moest ik thuis helpen. Ja. So, die Teenagerjahre, die Jugendjahre, was sei ja thuis geholfen? Aber ja, sehr thuis. Geholpen. En als ik eenmaal 16 weer, dan wie ik uitarbeiden bij de zeilwerk, zeilmelen. En heb dan jaren immer met hout gearbeitet. Sie brachte je Glauben mit, du bist da abgewachsen und deine Familie. Wo hast du zu Jesus gefangen? Endlich fing ik van klein aan te Jezus. Mij interessiert dat lezen. En in de school hadden we Bibel, Catechismus en Fibel. Entschuldigung. En meine Mutter war sehr gläubig. Die hat uns ziemlich viel auf den Weg gebracht. Zodat ik, zolang ich mir denken kann, habe gewusst, dass Jesus mein Heiland war, dass er für meine Sünde war gekommen, gestorben. Und ich habe das so auch wieder angenommen, mitgenommen. Und das ist von dem Tag noch so. Du kommst dann noch bei uns in der Jugend und wo wird das dann mit deinen Freunden? Na, da wir endlich gekriegt und die Lehrer, wo wir, die hat auch die selbst Schule gehabt, die selbst, nicht die selbst Eltern, aber ich stelle mir vor, die haben von uns auch verschiedenste mitgekriegt. Und manche haben mir Lothar gesagt, sie haben dort auch noch gut begriffen gehabt. Er hat mal zu der zweiten Gemeinde gekommen in Sommerfeld. Und hat dann sehr viel mehr begriffen. Aber du hast auch deine Compañeros, deine Jugendlichen da mit Traktaten oder was gewesen? Ja, das war so eine Sache. Wir hatten einen Besuch von Chaco, von Mano, während meine Schwester dort zum Krankenschwester litt. Die kam nach Sommerfeld zu besuchen, weil meine Schwester Chan wohnte ein paar Weg bei uns an. Da gab mir dann mal ein Traktat mit Feiersprüchen, der Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt. Und dort wir für mich so ein wertvolles Dokument, das ich geben konnte. Und weiß ich dann, meine Freunde hat abgegossen. Den ersten Sonntag dann. Dann krieg ich über viel Gegenstand, wo mit den Eltern, die Missionaren früh bei uns, hat aufgewiesen. Sie brauchte an springen, sie hatte eine Bibel, sie hatte eine Predigt, sie soll bloß damit abhören. Und dort macht mich sehr traurig. Ich dachte, ich hatte was sehr Gutes gekriegt. Ich hielt auch daran fast. Weil ich dann nicht alle warten, dass ich mich da bin. Frieden mit Gottes Kind zu sein. Ja. Lässt du dich noch verder Chasteipen? Ja. Also ab den Glauben haben? Ab den Glauben haben. Ich wusste, dass als die Leute das vielleicht bloß um sich zu befreien. Und mir ging das nicht darum, mir ging das um den Glauben. Und dann hast du irgendwann eine Freundin gefunden, wird die auch gläubig? Ja, meine Freundin fand ich sage immer, die hat den lieben Gott mir gewesen. Hast bestimmt Gebet dafür? Das wäre sehr interessant.
Ich war noch nicht in der Jugend. Und meine Freundin auch nicht. Aber wir waren top in der Schule gewesen. Und dann hatte ich mal in der Nacht einen Traum, dass ich in der Früh, was ich nu habe, uns mit der Darbszeug getroffen. Wir hatten mit dem Nummerstarb die Zeug, aber wir waren zwischen den beiden Darben. Und da haben wir uns getroffen, wir beide uns, und hatten eine sehr gute Gemeinschaft, eine gute Zeit miteinander. Und dann, als wir in der Jugend waren, dann, die nicht lang, dann liet wir zu Tjane. Und dann ging es wieder. Ja. Dann befriedigend und dann, was hast du dann al eine Wirtschaft, hast du al Land oder wo ging es dann wieder, als je befried hadden? Wo trok je aan? Ich hatte einen Körl von 25 Hektar in einem Urwald, wo wir noch nicht ansiedeln konnten. Aber wie in meiner Früh vermeide ich als Tschechische bei einem Säumel in dem in Früh. Und ich vermeide mich bei Amos Schnacht, wie der Säumel als Arbeiter. Und wie dort wir dann an ihren alten Speck an den tragen. Hast du dann al meest voets aan de gemeente met gearbeitet? Als Ehrenswort? Nicht, die ersten paar Jahre nicht, aber als ich denke an vielleicht 2 Jahre befreit war, da war ich gefragt, Versänger zu sein in der Kirche. Und ich nahm das an. Aber Ehrenswort schafft je noch dieper aan de gemeente? Ja, als ich den Administrator Jahre aufgelegt hat, da war ich als Prediger gewählt. Und dann hatte ich ziemlich Schwierigkeiten. Ich hatte mir ziemlich deep an Schulden eingeladen, um wirtschaftlich wiederzukommen. Und dann sehe ich mich so, das Prediger würde ich annehmen, dass ich wusste, ich fäll den Raub und ich will das tun, aber ich will erst ein paar Jahre gut wirtschaften, dass ich meine Schuld bezahlen kann. Und dann sieht der liebe Gott zu mir trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Ich hatte 4 Jahre hängen unter missarmt. Oh. Erstens 2 Jahre, ehe ich mir dann doch mal als Prediger abnehmen leid. Und dann die noch ein paar Jahre, weil ich mal mein Land in Feienwirtschaft verkauft, so wie das wie Haus mit einem Kerl. Und fing an zu predigen. Und er hat immer für mich gesagt, dass ich zu leben hatte. Ich konnte meine Schuld alle bezahlen. Maar dat is een beetje schwer Farsch, ja? Wenn man dann Schuld ist und dann trachtet nach dem ersten Reich Gottes. Ja. Ja, wie groß war Ihre Familie dann? Dann wir an der Familie, als ich der Prediger gewählt wurde, hatten wir 15 Kinder. 15 Kinder? Meine Frau hat 16 Kinder zur Welt gebracht. Wow. 17, ein starb, der kam endlich dort zur Welt. Okay. Und hoe groot Kinder habe je nu? wir haben, Oder noch wieder? wir haben 71 Großkinder und 85 Urgroßkinder. Wow. Eine große Familie. Sind die meisten hier oder in der ganzen Welt Die verstreut? meisten sind hier, aber ein paar ist in Kanada mit ihrer ganzen Familie. Haben auch Kinder und Großkinder. 2 paar sind in Bolivien und Okay, auch ja. mit ihrer Familie. Und Sie haben dann Lothar lang die Gemeinde geleid? Ich kann das feilen, ich soll das tun, ich werde das berufen. Aber ich kann das nicht verstehen, worum ich. Ich bin die Jüngste von der allen. Ich bin noch nie nicht eher auf einer Sitzung gewesen, wo ein Ältester die Gemeinde leitet hat. Und nun soll ich das anfangen. Und ich weiß auch nicht, von Gemeindeleitung habe ich mich noch nie angekümmert. Ich habe die verschiedensten getan, aber das wäre was Fremdes. Dort konnte ich nicht verstehen, warum, denn ich hatte einen anderen geraubt als mich.
Sagt er, oder Prediger von Bergstuhl. Der liebe Gott will nicht so eine Menschen, die auf ihre Erfahrung beurteilen. Die sollen das guten Leben in die Horche. Ohne dort, was du gesagt wird. Gut, ich sehe, wenn dort so ist, dann will ich dort tun und würde das annehmen. Aber was ich das dann nicht verdacht, dann gibt es viel Spannungen. So, wenn die erst dann die Wende passiert, ja, dann gibt es viel Spannungen. Ja. Okay. Meest bald, als du gewählt wirst, oder dir das auch pro Jahr? Meest bald. Okay. Na, vielleicht ein Jahr oder zwei. Ging das eingemacht, aber dann hat er schon mit Bibelstunden, Missionseinsätze zu merken. Ja. Fand ich sehr spannend geworden. Und wie lange bist du dann Gemeindeleiter wieder noch gewesen? Na, 15 Jahre war ich durch Gemeindeleiter. Okay. Gut, wo ist es nu? Die sind nicht im Altenheim, nicht im Pflegeheim, Tüß. Geht noch gut? Wir sind Tüß, Gott sorgt für uns. Wir haben zu eten. Wie alt sind Sie? Ich bin 83. Mein früher ist 82. Aber uns geht es schön, wir haben ja andere Probleme, aber noch geht es immer. Hast du vielleicht von unseren Todschätzers ein extra Wort, was du nicht zum Schluss noch mitgeben wollen? Ich würde korrekt dort mitgeben. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das andere alles zufallen. Ich habe das so erfahren und ich möchte, dass jeder das so erfahren kann. Gut. Dankeschön für das Gespräch. Ich hoffe, Ihnen hat das auch gefallen. Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Bis zum nächsten Mal.